Hallo und willkommen zurück bei Tomb Raider Folge 11, wenn ich mich nicht irre. Letzte Folge haben wir uns hier hoch gearbeitet. Wir sind immer noch auf dem Berg. Ein Flugzeug ist abgestürzt und wir sind auf der Suche nach dem Co-Piloten, der uns in der letzten Folge ein Funksignal gesendet hat. Er konnte uns aber nicht hören, jedoch wir ihn, und Lara will den unbedingt retten. Doch, wie schon die letzte Folge angekündigt, werden wir zuerst hier reingehen. Das ist ein Grab, eine Nebenquest. Habe ich beschlossen, gleich hier auf diese Folge zu verschieben und die Folge dann auch so zu benennen, wie dieses Grab heißt. Ich weiß noch nicht. Wir gehen jetzt mal da rein und schauen, was das für ein Grab ist. Spannend geht es hier durch eine Höhle, die wieder mal so klein ist, dass Lara sich bücken muss. So. Wo sind wir denn hier? Hat sie irgendwelche Sachen zum Mitnehmen? Da hat sie die... Es windet. Irgendwo hat es Wind. Durch die Felsspalten hindurch hier. Ich glaube, die erste bin ich nicht hier. Der in dieses Grab geht. Das ist bestimmt wieder diese Königin. Und da oben ist ein Tempel. Alles klar, gehen wir doch mal da rauf. Halle des Aufstiegs. Da haben wir Rekurvebogen, Waffe modifizieren, physischer Langbogen zu Rekurvebogen, okay. Gemeistert. Ich glaube, das waren vorhin, haben wir Teile gefunden, 2 von 2 in der letzten Folge, weiß ich noch. Da anscheinend auch ohne, dass man hier auf Ausrüstung geht, kann man zum Teil seinen Bogen oder seine Waffen erweitern. Wir gehen jetzt mal auf Fähigkeiten, denn wir können eine weitere Fähigkeit erlernen. Ich würde sagen, vielleicht hier was haben wir schon und der Rest ist noch gesperrt. Gut, Kämpfer. Was haben wir hier? Steine und Dreck ins Gesicht werfen. Ja, das ist doch typisch Frau. Der Rest ist noch gesperrt. Und überleben. Tierkadaver plündern. Kisten sorgfältig, um Bergungsgut zu erhalten. Verbessertes Bergen. Und Knochensammler. Ich würde sagen, das ist nicht schlecht mit den verbesserten Bergen. Ja, nehmen wir mal das. Meistern. So, das war unser Fähigkeitspunkt. Dann gehen wir mal auf Ausrüstung. Wir haben 322 Dingens. Gut. Da haben wir jetzt einen neuen Bogen. Sieht ja geil aus. Und das Einzige, was wir machen können, ist das hier. Gewickelte Sehne. Eine höhere Schussfrequenz, okay. Was haben wir denn bei den anderen Waffen? So zum Beispiel das Gewehr. Haben wir da noch gepolsterter Schaft? Für die Stabilisierung. Ist auch nicht schlecht. Das Nachladetempo erhöht. Das ist gut, finde ich. Und was haben wir bei der Pistole noch? Rücklaufbremse, erweitertes Magazin. Da ist das erweiterte Magazin natürlich gut. Das machen wir jetzt. Jo. Dann können wir endlich mehr Zeugs mit der Pistole, mehr Schüsse abschießen, so gesagt. Gut, dann betreten wir hier mal den Tempel. Das gehörte früher zu Yamatai. Und versuchen hier diese Nebenquests zu lösen. Ich sehe, da oben ist das Grab und wir müssen jetzt irgendwie da hochkommen, wie es aussieht. Ich muss jetzt wieder wie blöd hier auf der Taste rumhämmern. Ach so, okay, jetzt. Wow. Alles klar, das Teil geht also darüber. Jetzt kommt es wieder runter, okay. Jetzt muss, wie ich denke, da genau das Fenster kann man noch schließen. Zack.
Dann das hier hochlassen. Aber jetzt müsste ich ja schon wieder da hoch. Und jetzt. Oh. Ja, geschafft. Nein, komm schon. Ach, scheiße, komm. Ach, schade, das wäre jetzt gut gewesen. Mit E hätte ich dann mich halten müssen. Dumm gelaufen. Nächster Versuch. Tor zu. Das Ganze natürlich wieder auf Zeit, oder? Kennt man ja, diesen blöden Quest hier. Ne? Dann hier Dingens hier hochlassen. So. Hier hochspringen. Da raufspringen. Abwarten. Und jetzt im richtigen Moment. Ah, shit, okay. Das Timing muss stimmen, ja, das Timing, ja, das verflixte Timing. Nächster Versuch. Tor zu. Lift hoch. Lara auf Kiste, die so übermenschlich groß ist. Lara auf Lift. So. Jetzt muss das Timing stimmen. Jetzt geht's rüber und jetzt. Hä? Alter, ich war doch dran. Gibt's ja nicht. Ach Mann. Noch einmal. Zu. Lift hoch. Ich glaube, jetzt war ich ein bisschen langsam. Lara hoch. Lara auf Lift. Fenster fällt auf und... Yes, jetzt ist... Jetzt hat es funktioniert. Jetzt muss ich da noch rüber. Und das Eck, und die Eck. Jetzt. Oh oh. Oh, ich hasse das. So. Weiter. Weiter rüber, komm Lara, weiter. So, Erfahrung 250. Ich glaube, wir sind drinnen. Wunderschön. Ja, wunderschön. Zu einem größeren Komplex von Ruinen? Du hast sie doch nicht mal alle wunderschön. Das ist ein Raum voller Totenschädel. Das hältst du für wunderschön, naja. Du bist Archäologin. Sonst nichts zu mitnehmen hier. Sieht nicht so aus. Wow. Okay. Kiste auf. Schatzkiste. Okay. Und das war's. Ja, Bergungsgut. 1 von 3 Teilen gefunden. Handfeuerwaffe. Ah, mehr ist da nicht drin. Okay. Tabulator. Aha, erreichen Sie das Rauchsignal. Ja, ich weiß, wir befinden uns hier jetzt im Grab, was jetzt neuerdings auf der Karte angezeigt wird. Aber es sieht nicht danach aus, als ob ich jemals hier zurückkehre in dieses Grab. Denn es hat ja nichts. Und alles, was wir erhalten haben, war da ein bisschen Bergungsgut. Naja. Gut, das war das Grab der... Wie ist er wieder? Unwilligen? Nee, ich weiß nicht mehr. Wir gehen zurück zur eigentlichen Aufgabe und zwar zum Co-Piloten. Mal schnell schauen. Bergungsgut. Jetzt haben wir schon wieder 327 Bergungsgut und einen Fähigkeitspunkt erhalten. War nicht schlecht, diese Ausbeute, sag ich mal. Im Überleben haben wir noch Überlebenskunst. Was heißt Überlebenskunst? Ja, genau, das ist das mit den Tierkadavern und Knochen sammeln.
Was haben wir hier noch? Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen und zusätzliche Munition zu erhalten. Ja, das würde ich mal sagen, das brauchen wir. Weil ich habe das Gefühl, wir haben immer zu wenig Munition. Bei jeder Schießerei. Neue Fähigkeit. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie F in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie die Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Zu betäuben, ja. Ich würde sie ja lieber umbringen, als nur betäuben. Dann haben wir noch Ausrüstung. Gewickelte Sehne, genau, bei Bogen und Schlüsselringabzug. Dann hier haben wir noch gepolster Schaft. Das wollte ich ja das letzte Mal, glaube ich, machen. Damit für die Stabilisierung, ne, dass der Rückstoß weniger groß ist. So, machen wir doch das. Wir haben ja Bergungsgut. Gut. Alles erledigt. Zurück zur eigentlichen Aufgabe. Mal sehen, ob wir es noch in dieser Folge zum Piloten schaffen. Ansonsten natürlich in der nächsten Folge. Das war das Grab. Adios, amigos. So, und jetzt, wo geht's lang? Da. Raus aus diesem windigen Dingens. Karte aktualisiert. Ja, brauche ich nicht anzusehen. Kann mir vorstellen, was da aktualisiert wurde. So, sind wir wieder draußen, ne? Grab gemeistert. Schon unser zweites Grab übrigens. Es gibt schon bereits eine Folge. Die Folge heißt auch da gleich wie das Grab. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich weiß nicht genau, welche Folge das war. Müsste ich nachsehen. Aber das ist schon unser zweites Grab, das wir gemeistert haben. Ja. Kann man ja machen, so wenn man mal ein Grab entdeckt, weil... was ist denn das? Ein Geocache. Okay. Weiß ich nicht, was das ist. Wir müssen ja... ich denke, da... müssen wir jetzt da runter. Wo ist denn der Pfosten? Da hat es keinen Pfosten. Oh, muss ich darüber springen? Ich hoffe mal, dass ich hier rüberspringen musste. Sonst Pech gehabt. 1 von 3 Teilen fürs Gewehr gefunden, auch schön. Da zünden wir mal wieder dieses Teil hier an. So, schon die 4. von 10 Statuen erleuchtet. Kann sein, dass wir auch ein paar übersehen haben. Also kann sein, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Denn in diesem Spiel übersieht man so schnell irgendetwas. Da sieht man da einfach so Eier. Geiereier. Kann man die klauen. Es gibt so viel zu entdecken hier bei Tomb Raider. Da ist man wirklich froh, dass man das Spiel dann auch in aller Ruhe ein zweites Mal dann noch spielen kann. Um da die Sachen zu holen, die man ja vielleicht am ersten Durchgang übersehen hat. Und das sind ziemlich sicher ein paar. So, was haben wir hier? Wieder mal etwas auf dem Boden. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Aha. Also in dem Moment, ab dem alle in Lebensgefahr sind, fällt denen allen ein, jetzt können sie mal Tagebuch schreiben. Okay, soll ich denn das auch machen, wenn ich mal in so eine missliche Lage reinkomme? Da drüben ist das Feuer. Ich muss darüber. Und ob sich der Co-Pilot da drüben befindet, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zusehen
und bis zum nächsten Mal. Tschüss.